im Labor angefangen, habe das abgebrochen, bin dann noch im Detailhandel habe das abgebrochen. Ja, als wir gegründet haben, haben wir eigentlich keinen Franken gehabt, also wir hatten kein Geld gehabt. Wir haben das Mobility-Auto abdeckt mit Abdeckmaterial, haben gebetet, dass kein Kessel ausleert. Sich mit 30 Kilo pensionieren. Das Ziel hat sich der Ramon gesetzt, als er 18 geworden ist. Heute, knapp 10 Jahre später, ist er Chef von rund 50 Personen. Im Video erzählt er uns, ob er sich wirklich nächstes Jahr pensionieren lässt. Ich habe nie wirklich gern gearbeitet und habe dann relativ schnell gemerkt, dass eigentlich egal, wo ich angegangen bin, es sich nicht richtig angefühlt hat. Als junger Mensch ist das relativ schwierig, weil das ganze Umfeld, die arbeiten ja, die machen Lehre, die machen Abschluss, die sind alle irgendwie angekommen und du bist dann der Einzige, der so ein bisschen nie wirklich ankommt. Ich selber habe auch ein paar Lehren abgebrochen. Ich habe im Labor angefangen, habe das abgebrochen, bin dann noch im Detailhandel habe das abgebrochen und für mich selber ist das natürlich schwierig, aber natürlich auch für mein Umfeld, also für meine Eltern und alle, die damit zu tun haben, die haben das natürlich auch nicht so gut gefunden. Und nimmst dann halt einfach irgendeine Stelle, obwohl das vielleicht gar nicht so dies ist. Und durch das war eigentlich mein Ziel als junger Mensch, hey, wie kann ich das Kapitel schaffen, eigentlich so schnell wie möglich abschließen. Und so ist dann eigentlich zu der Aussage gekommen, ja gut, wie kann ich mich quasi mit 30 pensionieren? Ich habe dann am Schluss die Malerlehre abgeschlossen, habe dann nach der Lehre relativ schnell weg vom Bau, weil ich es dann auch schon wieder gesehen habe, oder? Also ich habe mir vorgestellt, ja gut, soll ich jetzt die nächsten 40 Jahre lang am Morgen aufstehen, arbeiten, wieder ins Bett und das war es schon gewesen. Ich habe gewusst, irgendwie, es muss mehr geben als das. Der Ramon macht mehrere Weiterbildungen und steigt schnell in die Geschäftsleitung auf. Aber auch dort hat er das Gefühl, dass es irgendwie nicht das Richtige ist. Er kündigt seine Stelle und macht sich mit 23 mit einem Kollegen selbstständig. Ja, als wir gegründet haben, haben wir eigentlich keinen Franken gehabt, also wir hatten kein Geld gehabt. Wir haben, das Einzige, was wir hatten, war unser Handwerk. Wir konnten arbeiten, das haben wir gewusst. Das erste Auftrag, den wir bekommen haben, haben wir ein Mobility-Auto gemietet. Ich war am Bahnhof Schlieren. Ich weiss noch, wir waren am Morgen um 7 Uhr am Bahnhof Schlieren, haben das Mobility-Auto abdeckt mit Abdeckmaterial, haben gebetet, dass kein Kessel ausleert. Und dann sind wir eigentlich zum Kunden gefahren. Ich habe dort, glaube ich, eine Küche gestrichen für 250 Franken. Ich habe dann noch einen Buß bekommen an diesem Tag von irgendwie 60 Franken. Dann das Mobility. Und also das erste Geschäft war ein Verlustgeschäft. Mit dem Buß und mit dem Material und mit dem Mobility-Auto habe ich sicher an diesem Tag kein Geld verdient. Nein. Am Anfang der Selbstständigkeit hat es sich halt einfach natürlich angefühlt. Ich habe mich das erste Mal im Leben irgendwie lebendig gefühlt in diesem Thema. Weil vorher war es eigentlich immer nur ein Müssen und ein Mühsam und es ist irgendwie nie so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es war auch alles andere als einfach gewesen. Also es ist nicht so, dass es einfach gelaufen ist, sondern wir haben wirklich viel dafür gemacht auch und sind auch oft weit über unsere Grenzen drüber. Ich habe meine Stunden nie aufgeschrieben und ich bin auch sehr froh darüber, ehrlich gesagt. Die Aufbauphase war wirklich hart. Wir sind oft an unsere Grenzen und darüber hinaus. Ich weiss von mir selber, dass ich in der Aufbauphase sicher 7 Tage in der Woche 16 Stunden gearbeitet habe. Und dann sagt natürlich irgendwann der Körper auch, hey, bis dahin und nicht weiter. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man auf sich lässt. Aber ich glaube einfach, egal was du machst, du kommst nicht um die intensiven ersten paar Jahre kommst du nicht um. Wir sind mittlerweile eine Holdingstruktur, das heisst, wir sind eine Firmengruppe. Dort hat es verschiedene Firmen drin. Wir machen unter anderem Malen, Gipsen, Bodenlegen, Plattenlegen. Wir haben auch eine Firma mit Interior Design. Wir haben den Standort Zürich und Zug und sind im Moment etwa 50 Mitarbeiter. Außerdem bildet im Ramon sein Betrieb auch Lernende aus. Wegen seiner Vorgeschichte achtet der Ramon besonders darauf, wer das er einstellt. Wir schauen immer, dass wir die Lehrstellen besetzen mit Leuten, die eigentlich sonst keine Chance bekommen. Wir haben Leute mit schwieriger Vorgeschichte, sei das mit Flüchtlingen oder wenn du in der Schule Probleme hast. So auf diesem Weg probieren wir eigentlich etwas zurückzugeben an Menschen, die es vielleicht sonst keine Chance bekommen würden. Und es ist immer wieder sehr spannend zu sehen, dass die Menschen uns auch wieder viel zurückgeben. Ich will jetzt nicht jedem raten, wie ich ohne irgendetwas einfach reinspringen und sich selbstständig machen. Das war jetzt so meine Variante. Aber ich glaube, als junger Mensch musst du einfach schon den Mut haben, um auch ein bisschen auf dich selber zu hören, auf deine Gefühle zu hören. Und wenn du merkst, hey, das ist nichts für mich oder es fühlt sich nicht richtig an, selbst wenn es alle anderen machen, vielleicht gibt es ja wirklich einen Weg, der besser zu dir passt.
Ich könnte theoretisch mit 30 in Pension gehen. Ich hätte das Ziel erreicht. Aber was ich halt auf dem Weg auch herausgefunden habe, dass ich gar nicht mehr in Pension will. Wenn du selber mal halt in Erfüllung bist und für dich selber schaffst und machst und erschaffst, dann gibt es halt für mich kein Pensionsalter mehr. Das ist nicht 30 und das ist auch nicht 65, sondern ich will eigentlich, solange ich gesund bin und lebe, einfach das machen, was mich erfüllt und weiterhin erschaffen. Und durch das gibt es auch keinen Grund mehr quasi für mich, in Pension zu gehen.